Sklaverie en no moderne tiden. De bank geeft keine Geschenke. Im Gegensatz, dat grootste Part von dem Gewinst, wat du von ein Projekt hast, wat von der Bank finanziert wird, je trägt nur die Bank. De Prozent von Interest om Geld te lenen ist gewöhnlich ein beetje höher als de Prozent von finanziellen Wachsen im Land. Dit haben wir uns in verschiedenen Ländern bemerkt, dass dit so ist. Dit hält das System am Gonen. Einmal ein Schuldner, immer ein Schuldner. Dat ist Mammon sein Plan. Dat te betonen, nennen wir dort Sklaverie in no moderne Tiden. In anders als jene Tiden, hier ist dort unsere eine Entscheidung, ob wir uns als Sklaven festnehmen lassen wollen oder nicht. Sogar wenn wir auch vorher nicht daran denken, dass es so ist. Vielleicht hast du noch nicht über gedacht, oder dort ist für die noch etliche Jahrzehnte auf, aber wenn du erst im Ruhestand gehst, kannst du in der Bank meist nicht mehr Geld leihen. Das ist deswegen, wegen der Möglichkeit, dass du ökonomisch viel beschäftigt wirst, sehr leer geworden ist. Die Bank hat auf einmal nicht mehr für die übrig, wegen die nicht mehr von die gewinnen können. Die fehlt die Ruhestandseinnahmen, um leben zu können. Das Kreditsystem ist bloß in die besten Arbeitsjahren für die interessiert, dort ist, wo sie beiwählen. Solange du stark gesund bist, schaffst du vereint. Wenn du es nicht mehr schaffst, sind sie auch durch mit dir. Wo gefällt dir dort? Mammon hat seine besondere Kraft all für lange Tiden an Christen angewandt. Die grundlegende Frage ist, wem deiner will ich sein? Deiner, Arbeiter, Sklave von das finanzielle System von dieser Welt, also Mammon sind deiner? Oder will ich Gott deinen? Dann sieht Jesus da wach mit die Soten, weil dort steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten und einzig arm deinen. Matthäus 4, Vers 10. Ich steht auch, dass ich hier sehr plaute Utdrücke brauche, Utdrücke, wat viele vielleicht als everdreven anchecken en wat van de Leser vielleicht wachgrühlt. Aber wenn du hinter die Loren kickst in Menschen, wat an Schuld sind, beobachtst, dann wird die dort Geld liehen, wenn ja wird. Wo viel Ehen gehen in zwei wegen Geldprobleme, wat von großen Schulden stammen. Wat von den Menschen ihre toennehmende Gemütskrankheiten kommen auch durch everdrevene Schulden. Nicht alle Persönlichkeiten können unter so einen Druck gut schlupen. Schuld ist für viele Menschen eine wahre Last, dat dort Gemüt, wat körperliche Krankheiten, Sorgen und Depression verursacht. Und dat soll ein Sehen sein, oder eine halb. Und wenn dat auch nicht so weit aus dort kommt, aber wo weit will wir unter der Kontrolle von dem Sklavenmeister Mammon sein? Banken haben die Freiheit, bei dat angetolde Geld, dat Eigendom von ihren Kunden, beizugehen, wenn die nicht bezahlen können. Aber das macht dat nicht recht. Das soll uns aber nicht überraschen, wegen das Banksystem ist nicht darauf gegründet, ihre Kunden zu helfen, aber um die zu brücken. Das wird mehr als klar in den Grundregeln, ab wann der amerikanische Dollar gegründet ist. In sein Buch, Das Silberkomplott, übersat, das Silberkomplott, erklärt Reinhard Deutsch, dass die Ziele in der Erschaffung von der Federal Reserve Bank die folgende sind. Erstens, den Wahlkampf von neuen Banken fortzubiegen in den Band von den 7 Gründer von der FAD im Gesetz festzusetzen. Zweitens, die Neigung von dem privaten Bau von Kapital zurückzudrehen. Firmas und private einzelne Personen sollen nicht mehr durch privat abgebildet Kapital, durch topgesportet und gesammeltes Geld, Inversionen finanzieren, aber bloß durch geliedet Geld. Leere Interesse sollen beitragen, dass Menschen dort jankert. Drittens, die unvermeidbaren Verluste von der Bank und Kreditsystemen sollen die Taxtolle betonen. In so einem Fall soll die Menschheit dort vergerät werden, dass es hier um eine allgemeine oder weltweite Krise geht und dass jeder einer daher wird abopfern muss. Viertens, Gewinste zu vermehren durch Woche und Interessgelder. Vielleicht sagst du nu, dass das System all im 18. Jahrhundert in Europa eingeführt wird, en dat de Gründer erst einmal im Jahr 1910 reit wären, dit auch in Amerika einzuführen. Aber das wird nicht von der Regierung kontrolliert, aber von privaten Menschen. Das wird federal erst durch uns zu verleiden. Ich will das weltweite finanzielle System hier nicht wieder verhandeln. Du wirst in das Buch Das Silberkomplott eine historische Abhandlung der Geldgeschichte von Reinhard Deutsch in auch das Buch The Creature from Jekyll Island, die Kreatur von Jekyll Insel, über die Herkunft von dem amerikanischen Dollar in der FAD viel interessante Informationen über das Thema finden können.
Hier will ich mich mit das biblische finanzielle System beschäftigen, wierin je beter ich Gott seinen Original kann, je beter kann ich erkennen, wo die Welt davon aufgekommen ist. Und, wenn ich das biblische Finanzsystem nicht kann ich von jeder Bewegung von Mammon sein finanzielles System verleiht worden. Weil die Friede entscheiden, wirst du ein Sklav zu das finanzielle System von dieser Welt sein, indem du ein Sklav von der Bank oder von Mammon bist, oder trägst du dort fair, ein deiner Gottes zu sein, wo den Stand von wahrer Sehn oder Tochter trägt.